Hallo, schön, dass ihr dabei seid, und zwar am zweiten Teil von Wie erst Verfassungen standen. Am ersten Teil haben wir die ersten drei Verfassungen gesehen, die erinnert euch. Die erste war ja ein Holländisch, weil der Wiener Kongressland dem holländischen König geschenkt hat. Die zweite war dann ein Belgisch, weil wir bei der Belgischen Revolution mitgemacht haben. Und die dritte war dann endlich ein Lützeburgisch. Zwar, weil der Londoner Vertrag als Neutralität hat müssen festhalten, wann der Guf dann davon profitiert, für uns endlich eine eigene Konstitution zu schreiben. An eiser eischter Verfassung ginnt Lettzebuer nach als Untertanen oder Sujet bezeechent, net als Bierger. Wir schwätzen hei vun enger strikter Verfassung, weil se dem Herrscher méi much gëtt wie dem Folleg. Et gëtt kein Zweifel drogelos wenn de Schäwers hei. An diesem Fall de Roi Grand Duc, de Willem den Zweiten. Für wat so ma Roi Grand Duc, ma ja, weil die zwei Titeln hört, die zwei Kapen, ein Kehr als holländische König und ein Kehr als Lützeburger Grand Duc. Du weint geht bei eisen ersten drei Grand Ducs, Willem I, Willem I, Willem II, Willem III von Roi Grand Duc geschwärzt. Joa 1848 gëtt an der Geschicht gern als Freier vun de Völker bezeechent. Et gëtt iwwerall an Europa Opstand géint Monarchie, an Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich, an hai ënne gesiederen ziemlich romantischen Tableau, die weist, wie die europäisch Völker mat viel Hoffnung Richtung Freiheit, Emanzipation als Selbstbestimmung marschéieren. Auch zu Lützeburg gibt es Unruhen an einzelne Gemengen, die näher geschlagen gehen. Am Großen und Ganzen ergibt sich nicht viel aus der Revolution, muss ich sagen. Aber eine Reihe Länder gehen sich wenigstens eine neue, aber moderne Verfassung. Und das ist auch zu Lützeburg der Fall. Das ist noch immer der Willem II., der von Holland aus als Geschenker lädt, den als auch die erste Lützeburgische Verfassung gehen wird, die dritte am Ganzen, mal lo, mam früher von den Völkern fährt und das Guillotinerin ausgepackt. Jedenfalls fanden wir an dieser Verfassung, die dem Volk, also der Chamber mehr Macht gibt, du wenn's nennen wir sie liberal, am Gegensatz zu der strikter, schon eine ganz Reihe modernen Prinzipien wie die Gewaltentrennung, Gleichheit für ein Gesetz oder die Konstitutionalität von der Monarchie. Was bedeutet Konstitutionalität von der Monarchie? Aber ihr wisst, dass wir an einer konstitutionellen Monarchie leben. Das ist als Staatsform. Da man die Stimme in Europa aber überhaupt nicht allein. Ganz am Gegenteil, Belgien, Holland, Spanien, Dänemark, Norwegen, Großbritannien, Schweden, das sind alles auch konstitutionelle Monarchien, aber trotzdem auch Demokratien. Et gëtt zwar nach König oder ein Königin oder Grand Duc, sie oder hin gëtt auch als Staatschef bezeechent, mir huet aber kein politisch Macht mehr. Diese Monarchen hier Aufgaben, formell Aufgaben, sind an der Verfassung festgeschrieben. Also dürfen auch Süßstaat also nichts anderes machen. Wie eine Aufgabe können das sein? Bei einem Grand Duc zum Beispiel, den ist zuständig für das Schreiben von den Normen, wie internationale Verträge oder Gesetze, Reglementer, die aber immer zusammen auch mit einem anderen Minister unterschrieben gehen, den die Responsabilität überhält, oder auch die feierliche Nomination von Leuten, wobei der Grand Duc nicht dezidiert, wen nominiert, der kriegt Englisch, dann die Leute gehen dann nominiert. Am Gegensatz dazu gibt es auch noch die Absolutmonarchie oder den Absolutismus, wo der Monarch nach alles darf. An der gibt es heutzutage auch nach Saudi-Arabien, Oman, Brunei, mir auch in Europa, der Vatikan. Die meisten Leute wissen, dass der Papst auch noch ein Zweitkap hat, nämlich als König vom Vatikanstaat. Hier sieht er das zweite Verfassung nach zweisprachig. Die französische Verfassung schon an moderner Schreibschrift, an die deutsche Verfassung an Kurantschrift, nicht Sütterlin-Schrift.
die könnte ich mich spät. Mein Bomi, die hat nach Koranschrift gelehrt und hat ganz Leben auch noch so geschrieben. Ich schon einmal super spannend fand, weil es so geheimnisvoll ausgesehen hat. Wir haben also als feiert Konstitution eine liberal lützebäuerische Verfassung. Wir sind kein Sujet mehr, kein Untertanen, wir sind Bürger. Allerdings kann es natürlich nicht so weitergehen. Mit Friede, Freude, Eierkuchen. Der Willem den Dritten betritt die Bühne. Der Willem den Dritten, den haben wir nicht gern. Das ist ein reaktionärer, penibler, ungebildter Chauvinist. Also ganz am ehesten ein furchtbarer Personage. Ich werde ein Video über das Grand Duc machen, dann geht das fertig geworden. Den Willem den Dritten versicht die Liberalverfassungen, die sein Pap abgesagt hat, ja nicht nur zu Lützeburg, mir auch an Holland, rückgängig zu machen. Erfolgreich hat den Dommer dann aber ausgerechnet, auch just zu Lützeburg. An der Konstitution, die der Willem den Dritten will umsetzen, geht Macht vom Verlag zurück bei der Grand Duc. Pressefreiheit wird eingeschränkt, an dem Reichsleit der wählen und wird der Staatsrat gegründet, an den den Grand Duc natürlich nicht mehr seine Paltungszeiten platziert. Allerdings, der Willem III. Kann die Verfassung nehmen, nur die Regeln von der Verfassung für seinen Pap ändern, von der liberalen Verfassung also. Muss über die Regierung führen, und die braucht einen Akkord von der Chambre. Deputéiert sollen also eine Verfassung stimmen, die ihnen Macht wäschhält. Das war damals ein ziemlich Zweckmädchen. Zumal wird deputéiert von der Regierungspartei, die ja automatisch für alle Projekte von der Regierung stimmen müssten. Wenn an so einer Bordouille ist, dann ist die erste Möglichkeit immer, die Sache rauszuziehen. Vielleicht findet ihr mal eine Lesung oder geht von längerem fort. Die werdet euch wundern, wie das Taktik beim Staat noch benutzt wird und wie oft sie funktioniert. Die Chambre also, die einen bestimmten Delay hat, für die Verfassung zu behandeln, friert eine Verlängerung, und dann noch eine, und da kriegt sie keinen mehr, und da müsst sie stimmen, aber ein Teil von den Deputierten sieht sich, da gehen wir mal überhaupt nicht an die Aufstimmung, weil wenn wir nicht komplett sind, da kann nicht aufgestimmt gehen. Was möchte der Grand Duc? Ja, lässt die Chambre einfach ab. Deputiert kriegen ihre Mandate weggeholt, und sie kein Deputiert mehr. Das darf der Grand Duc an Krisenzeiten, und dass die Verfassung nicht durch die Chambre geht, das ist für ihn natürlich eine Krise. An Krisenzeiten hat der Grand Duc viel mehr Recht als sonst. Und so hat er lo Freibun mit der Komplizität von den Feischlingen aus der Regierung für seine Verfassung an die Welt zu setzen. Das ist der famöse Putsch von 1856. Normalerweise sprechen sie von einem Putsch oder von einem Coup d'État, wenn eine legitime Regierung gewaltsam gestürzt wird. Hier also den Herrscher, der sein Parlament stürzt, es gibt noch keinen passenden Begriff dafür. Aber vielleicht von dir ja einen. Ja, sind der Willem III. Deck zufrieden mit sich selber, mit seinen Ritusgirlanden an der Christachsdekoration. Hin hat damals für sein Putsch die Ablesung von der Chambre zu rechtfertigen eine Proklamation publiziert, ein Paradebeispiel von mauvaise foi. Ich lese sich vor. Luxemburger. Damals hat er so geschwärzt. Wir hatten die Kammer der Abgeordneten zur loyalen Mitwirkung aufgefordert, um in der Verfassung von 1848 einzelne Änderungen vorzunehmen. Zu unserem Leidwesen ist uns diese Mitwirkung trotz unseren wohlwollenden und versöhnlichen Bemühungen versagt worden. Man hat unseren Vorlagen die ihnen gebührende Aufnahme nicht einmal in der Form bewilligt, man hat ihre Prüfung willkürlich verhindert. Unsere Würde, unsere Prärogative und die Rechte des Landes sind in solcher Weise aufs Äußerste verletzt worden. Luxemburger. Die Verfassung von 1848, das Werk einer Zeit der Aufregung und düsterer Befürchtungen, litt an wesentlichen Mängeln. Wir sind nicht sehr glücklich gewesen, euch daran beteiligt zu sehen.
Aber wir sind überzeugt, dass diejenigen unter euch, welche im Herzen ihrem Fürsten und ihrem Lande aufrichtig anhängen, den Ausdruck unseres Willens mit Befriedigung, Ehrerbietung und Ergebenheit vernehmen werden. Wann echt Willem den Dritte nach immer sympathisch soll sinn, da wat, da könnt nach etwas. 1860 nennemer Zeit vun der Lützeburger Krise an die Wert an d Weltgeschicht agoen. Heit Ausgangslach. Ende vom 19. Jahrhundert versicht Frankreich für sich auszubreden no Norden an no Osten. Dat nennen ihn den Imperialismus. An Deutschland, ich so zwar immer Deutschland mit dem gëtt nach kein Deutschland versicht zu einem Nationalstaat zusammenzuwurzeln, als sich op der europäischer Bühne zu etablieren. Für jeden Verein an Europa ist klar, dass es früher oder später zwischen denen zwei Knuppe wird. An zwischen denen zwei Riesenstaaten, die massiv Abrüsten sind, haben wir einen inkapablen holländischen König, einen belgischen Staat, den mit internen Konflikten, mit zwischen Flammäner und Wallonen beschäftigt ist, und den ersten Staat Lützeburg, mit seiner immer noch strategisch ganz wichtigen Festung. An der Festung hockt auch noch immer ein preußisch Garnison, die du mehr oder minder vergiss ass, sodass es für Frankreich nicht möglich ist, sich an die Richtung militärisch auszubreden, ohne einen offenen Krieg auszulösen, was beim Zustand von seinen Truppen auch keine gute Idee ist. Also proposiert Frankreich dem holländischen König einfach, Lützeburg aufzukaufen. An de Willem den Dritten, dem seg moralisch Integrität ma jo schon kennengeleiert hunn, an den e ganze Koop Spielschulden huet, seht zo. Dabei wese ganz genau, was da lo geschieht. Ja, sind eisen Lieblingsgrand Duc schon gar nicht mehr so zufrieden. Die Franzosen ihren perfide Plan Lützeburg zu kaufen, an so nie vu ni connu den Empire zu erweitern, die flieht natürlich op. Den Bismarck schalt sich an dreht mat Krieg wat den Holländer verkäft. Den Napoleon III schalt sich an dreht mat Krieg wat den Holländer net verkäft. An zu Lützeburg wissen Leiit nämlich wohin. Die echt interessiert sind, wie immer, die Lächt informiert. Mit Demonstrationen auf den Straßen, die einrufen, wir wollen zu Frankreich gehören, die anderen, wir wollen nicht zu Frankreich gehören, oder wir wissen nicht, um was es geht, wir haben uns gelernt, also vierwitzig, wo all die Leute hin wollen. Schließlich finden ihn ein typisch Lützeburgisch Antwort, nämlich, können wir nicht einfach gar nichts machen, übersagt, wir wollen bleiben, was wir sind. Da kommt der Spruch hier. Der Tisch unter dem holländischen König, weil, oh, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, für was Lützeburger nicht wollen. Wir stehen kurz vor dem Ersten Weltkrieg, aber vor dem Ersten Weltkrieg. Schließlich gibt es eine diplomatische Lösung gefunden, Gott sei Dank, mit nach einem Londoner Vertrag an, juppie, den Ersten Weltkrieg, vor dem Ersten Weltkrieg wird verhindert. Lützeburg muss allerdings seine Festungen aufrappen, geht bis an all Ewigkeit, wie lange dauert die Ewigkeit an diesem Fall? Rund 60 Jahre, als neutral deklariert. Damit verliert Lützeburg sein einzigen Intérêt, nämlich den militärischen. Preußen hält seine Garnison mit ihm, und Frankreich bleibt auf seiner Seite von der Hack. Neutralität muss an einer neuen Verfassung festgehalten gehen, aber wenn ich schon dabei ist, hält ihn dem Roi Grand Duc für sich selber muss de wäsch für sie dem Volk, also der Chambre zu gehen. Weil sonst könnt ihr noch auf die Idee kommen, Land gegen sein Gewicht a Gauda zu tauschen oder so sein Tobschkeit. Und so kommen wir und ich sag's an bisweilen auch lascht an aktuelle Verfassung, wo man also haut immer nach hun rekapitulieren mein sehr als echt Verfassung war eng holländisch, weil man dem Holländer geschenkt rufen als zweit war eng Belsch, weil man unter Belgischer Revolution beteiligt waren. Dann kommt die echt strikt Lützeburger Verfassung, das war nom Londoner Vertrag, wo man einen Teil von eisen Ländereien müssen und Belsch aufgehen, für den holländischen König zu zissen. Dann wird früher von den Völkern, hat die gefragt, dass Guillotinerem ausgepackt und dafür konnte man dann eine
liberale Lützeburgische Verfassung. Dann den fameisen Coup d'État vom Wilhelm III. Wir haben eine strikt Lützeburger Verfassung, geht all 3 Schritte zurück, wenn ihr so wollt, und dann schließlich Ende von der Lützeburger Krise mit nach einem Londoner Vertrag, den vier und allem festhält, dass wir von den Lohn sollen neutral bleiben, dann als liberal Lützeburger Verfassung, die wo wir heute noch haben. An hier sieht das Original Titelseite, ob man uns einen Ausschnitt davon hat. Die allererste Seite, den ersten Artikel, sieht, Großherzogtum Lützeburg spielt den unabhängigen, undeelbaren, unverkäuflichen, ewig neutralen Staat. Über dem ist die Verfassung natürlich geändert, gehen am ganzen 113 Mal. Am Jargon seht den modifiziert. An der Welle heißt am ersten Artikel, Großherzogtum Lützeburg als ein demokratischen, freien, unabhängigen und undeelbaren Staat. Ja, das war ja mal gar nicht so uninteressant. Hinter dem Anfang vom 20. Jahrhundert geht übrigens immer über eine 7. Verfassung nachgedacht. 2009 als ein Entwurf in Auftrag gegeben, man nur 10 Jahre Arbeit Fallen gelassen gehen. Für was das so kommt, a gött Verfassung da lo einfach geändert, aber ja wei, das wird dann ein Thema vom nächsten Video. Das waren für die letzten 3 Verfassungen. Ich soll nicht merci fürs Gucken. Wenn euch gerade so viel Spaß gemacht hat wie mir, dann abonniert ihr euch. Aber wenn da eine Idee habt, was ich besser kann machen, oder wenn da einen interessanten Detail über ein Thema habt, den da wollt losgehen, oder so sein froh ein Remark oder ein Feedback, dann schreibt mal. Ich freue mich. Bis geschwind.